Autotheorieprüfung in der Schweiz ist einfach etwas. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, endlich meldest du dich mal an und gehst dort an. Kann denken, alle 20-Jährigen dort, nein. Vor mir sitzt ein 40-Jähriger und macht die Prüfung für den Traktor. Rechts neben mir sitzen zwei junge Buben, die sich so darauf freuen, Töffli zu fahren. Der eine war so nervös, der hat mit seinem Fuß gewackelt, dass der ganze Tisch die ganze gemacht hat. Ich weiss noch ganz genau bei mir, ich laufe in das Gebäude rein. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht wirklich viel gelernt. Ich so 15 Fehlerpunkte bei 30, 40 Fragen, ist scheißegal. Aber dann sagt die Aufsichtsperson, ja, rechts vor links Fehler geben übrigens 4 Fehlerpunkte. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Rechtsvortritt nicht gelernt. Ich fange an, alles fängt tipptopp an. Ich jede Frage am durchklicken und ich so, einfach. Dann so irgendwie der Hälfte steht einer vor mir auf, hält richtig auf den Tisch und fängt an zu schreien, so ein Scheissdreck. Und ich so, holy shit. Das ist alles gefälscht, das ist fake. Hat sich nachher herausgestellt, er hat wegen einem Fehler nicht bestanden. Mein Herz nach dieser Situation nicht wirklich viel ruhiger geworden. Dann komme ich endlich zu der letzten Frage. Ich habe gedacht, ich habe alles bestanden, fertig, lustig. Ich habe vielleicht 14 von 15 Fehlerpunkten gehabt. Ich laufe aus dem Gebäude raus und der kleine Bub säckelt an mir vorbei. Ich kann jetzt Traktor fahren und ich so, damn, der Bub darf jetzt Traktor fahren. Und dann könnte mein Auto einfach überrollen und sagen, schönen Abend. Also ich sage ehrlich, ich gönn's dem Bub. Ich bin ehrlich, wenigstens sind wir nicht so schlimm wie in Deutschland. Die müssen 20 Stunden Theorie haben, bevor sie an die Theorieprüfung dürfen. Ja, nein, dann zahle ich lieber 15 Franken für diese App zum Lernen. So, bei dieser App hast du gemerkt, Autofahren wird teuer. Schon gestruggelt bei diesen 15 Franken die App zahlen. Ich so, Mami, Papi, könnt ihr echt zahlen, bitte? Ist Töffli-Prüfung, Traktorprüfung wirklich so schwer? Schreibt es mal in den Kommentaren. Also könnte ich die ohne Lernen bestehen?